Guten Morgen. Aktuell ist gerade ein Gratis-Wochenende von Formel E-Spiel 25. Da gehen wir jetzt direkt mal rein. Ja, das könnte man sogar im VR-Modus spielen. Ist natürlich nichts für mich. Und jetzt was fehlt? Funktioniert. Vielleicht. Das ist ganz das Problem, wenn man etwas das erste Mal spielt, bis es da alles im Hintergrund eingerichtet hat. Shader kompilieren und. EA Sports muss ja das EA-Konto im Hintergrund mit starten. Schauen wir halt noch ein bisschen meinen Startbildschirm an. EA Sports. It's in the game. Sehr laut das Ganze. Mit der Leertaste kann man das mal überspringen. Gut, das müssen wir irgendwie noch schauen. Jetzt mal. Yeah, great work yourself, Lewis. Mercedes, world champions. Sieger hätten. Yeah, not bad for nowhere. Also müssen wir aktuell noch keine. Ich stimme da natürlich mal zu. Da mal weiter. Ja, das sieht gut aus. Ja, er wird. Ich bin so ein Momentum-Spieler. Ja, da. Das sieht jetzt mal Jetzt sollte ich nochmal nach Musik schalten. Gut. So schön. Frieden wieder. Escape Zone. Also jetzt müssen wir mal meine Maus suchen. Wo ist meine Maus? Maus. Ja, keine Maus mehr. Wieso unterstützt das irgendwie meine Maus nicht? Ja, keine Bewegungsunschärfe. Ja, das kannst du machen. Der ist also aus oder hoch, passt. Und einfach mal alles an. Bildschirmanzeige.
das ist auch etwa gut. Da muss ich nicht mehr anpassen. Gut, die werde ich nicht in diesem kleinen Fenster spielen. Wo ist meine Maus? Wieso habe ich keine Maus? Hallo Maus. Also das Bild ist ja schon mal schön. Aber dass es meine Maus irgendwie killt, finde ich nicht so cool. Wo haben wir eigentlich da die Tastenbelegung so? Da. Steuerung. Benötigt Tastatur, ja, habe ich. Allgemeine Einstellungen. Ja, okay. Tastaturvoreinstellung. Bearbeiten. Nee, wollte ich nicht. Tastaturvoreinstellung so. Nee, auch nicht. Ah, irgendwie beschissen. Okay, machen wir mal Alt F4. He? Ui, was habe ich gemacht? Gut. Ah, ja, wieder eine Maus. Unterstützt es tatsächlich keine Maus? Ähm, wir probieren einfach nochmal. Das kann ja nicht sein. Maus ist da. So, Konsolenportierung und dann, wir geben dir keine Maus. Du musst mit dem Joypad spielen. Genau. Ah, Bild ist EA Sports. It's in the game. Also das Bild haben wir mal gross hergebracht. So lap it up, Lewis. This is what it's about. So great stuff, mate. We're going to see you up there. Biermann, Sainz, Piastri. Interessiert mich nicht, hey, da. Zurück. Ah, okay. Ging noch keine Maus. Ich habe einfach hier keine Maus. Gut. F1 der Film, was ist das? Ist das nicht ein Trailer? Kostenlose Vorschau. Na hier. Ah, das hat ja aus dem Film raus so Szenen, hä? Okay. Das ist aber cool. Also Karriere, Breaking Point, Karmier, Liga Spiel, Spielerhub, Kino. Ne,
jetzt gehen wir mal in die Karriere. Wir starten mal in die Karriere mit My Team Karriere. Ich will das eigenes Team. Benutzerdefinierte Saison. Wir machen nur 10 Rennen. Das ist dann Australien, Japan, Bahrain, Österreich, Großbritannien, Belgik. Ja, das spielt aber nicht so eine Rolle. Wir spielen sowieso nur Willkommen bei zuerst. MyTeam. Kontrolliere hier ein neues Team im F1-Grid. Das Wichtigste zuerst. Wähle aus, wie du am liebsten spielen möchtest. Wenn du neu dabei bist und direkt loslegen willst, sind hier unsere empfohlenen Einstellungen. Wenn du aber schon Erfahrung mit den F1-Spielen hast, kannst du die Einstellungen natürlich auch beliebig anpassen. Das war's. Zeit, das 11. Team der F1 auf Kurs zu bringen und zum Sieg zu führen. Oh ja, sehr gerne. Also auswählen. Empfohlen. Wir nehmen natürlich empfohlen. Team wählen. Okay, mein Team. Nur offizielle Fahrer. Alle Fahrer. Nein, nur offizielle. Einstellungen bestätigen. Tutorial aktivieren. Ja. Muss das irgendwie lernen. Und wer bist du? Jetzt, da du das neueste Team in der F1 besitzt, solltest du dich zunächst dem Team vorstellen. Besitzer. Auswählen. Name vom Besitzer. Okay. Vor- und Nachname vom Teambesitzer. Vorname, gut. Das wäre Herr Servix. Nachname ist Uterus. Gut. Aussehen vom Teambesitzer. Okay. Ich bin da die Glatze. Dann gibt es eine Figur, die mir sehr nachkommt. Sehr gut aussehende, charmante. Nicht, hä? Komm, wir nehmen da die Blondine da. Und die nächste Stufe. Gut, jetzt wissen wir etwas mehr über dich. Als nächstes schauen wir uns deinen Hintergrund an. Also mein Hintergrund. Mein Hintergrund sieht... Hi, mein Name ist Andrew, Leiter der Personalabteilung. Gib dem Team ein paar Infos über deinen Background, damit sie wissen, in welche Richtung du gehen willst. Okay. Personalmanagement, Technikleitung. Also. Aha. Mitarbeiter zu motivieren, um Einrichtungsverbesserung schnell abzuschließen. Technik, dein Wachhaus in diesem Bereich wird dir mehr Ressourcenpunkte pro Woche einbringen. Finanz, dank deiner Umsicht verdienst du mehr Geld pro Woche. Also wir nehmen sicher mal Technik. Erzähl uns was über dieses HQ. Wie gut sind wir hier vor unserem ersten Saisonstart aufgestellt? Grundlegend, erweitert, umfangreich. Also wenn wir erweitert sind, umfangreich, wir sind ja, wir sind natürlich umfangreich, ganz klar. Hi, Mathis, Leiter der Technikabteilung. Sprechen wir doch mal über den technischen Stand unserer Autos.
Nein. Wir machen da grad, ich will vorne mitfahren, oder? Hey, Boss. Ich bin Anissa. Ich habe die Leitung in der Firmeneinrichtung. Reden wir mal über unseren Finanzstatus. Aha, keine signifikante Reserve. Ja. Wir sind wohlhabend. Gut. Wir sollten also nun als nächstes das Erscheinungsbild des Teams festlegen. Den Namen und das Branding. Mhm. Okay. So. Also Teamname eingeben. Das ist Sin City Racing. Hä? Ändere deinen Teamnamen. So, jetzt. Ändere die Farbe der Markenidentifizierung deines Teams. Also, wir gehen mal. Teamfarben sind wirklich rot. Rot, so. Die Sättigung ist extrem stark. So, das wäre mal eine. Gut. Aha, das ist aber noch eine. He? Und die zweite, wie mache ich die zweite? Ah, mit F6. Gut, F6 habe ich wieder nicht. Die erste, zweite. Ich kann die zweite Farbe nicht ändern. Ich habe kein F6. Ich weiß nicht, wie ich zum F6 komme. Bei mir ist nach F4 fertig. Fn. Ah, so. F6. Also die zweite Farbe ist bei mir normalerweise so gelb. Mit einer ganz klaren Sättigung. Und etwa so, hä? Ist das Gelb einfach sogar noch ein bisschen? Etwa so. Perfekt. Rot-Gelb. Wie meine Lieblingsfarbe. In Kombination. Gut. Nein. Änderungen bestätigen natürlich. Entschuldigung. Na, Teamabzeichen. Okay, Teamabzeichen. Wir nehmen da die Pause. Aha. Ah, das ist cool. Oh, das sieht gut aus. Das nehmen wir. Stil. Ist gut. F2 ist Farbe. Farbe kopieren. F2. Nee. Ach komm, das lassen wir jetzt einfach speichern und beenden. Ja. Was haben wir da hier? Teamkleider. Yep. Weiter. Firma. Tja, und als nächstes wären da noch ein paar Auftragsarbeiten zu erledigen. Zunächst müssen wir uns auf einen Titelsponsor einigen. Dieser wird in der kommenden Saison eine wichtige Einnahmequelle darstellen. Aha. Also es bringt Geld. Und Es gibt einige potenzielle Sponsoren. Jeder Vertrag sieht eine Aufteilung unserer Einnahmen auf 3 Arten vor. Einen Unterzeichnungsbonus, den wir jetzt erhalten haben, ein wöchentliches Einkommen, das im Laufe der Saison ausgezahlt wird und schließlich eine Prämie am Ende der Saison, wenn wir die im Vertrag festgelegten Ziele erreichen. Mindestens 10 Platz, das schaffen wir, oder? Es gibt
pro Woche mehr. Und hier 5 Konstrukteurspunkte. Aber es gibt Ende Jahr weniger, aber unter der Woche mehr. 4,4 Millionen. Ja, komm, wir nehmen mal den. Wir müssen uns noch entscheiden, mit welchem Motorenhersteller wir in dieser Saison zusammenarbeiten wollen. Mhm. Im Allgemeinen müssen wir uns zwischen Leistung und Strapazierfähigkeit entscheiden. Und kostenlos ist keins der beiden. 9091 Ferrari, Mercedes 8692, Renault ist relativ schlecht. Red Bull 86,4. Ich ist der Ferrari-Motor ist der beste. Ah, das ist natürlich auch der teuerste. Gut, wir nehmen mal so einen Mercedes. Kommen wir nun zu den Teammitgliedern. Wir brauchen natürlich 2, aber fangen wir mit Nummer 1 an. Das bin ich, ganz klar. Die einzelnen Leistungen werden auf verschiedene Weise gemessen. Erfahrung ist wichtig auf der Rennstrecke. Wer mehr Erfahrung hat, ist gegenüber weniger erfahrener Konkurrenz im Vorteil. Rennkunst beschreibt die Fähigkeit, sich im Fahrerfeld nach vorne zu kämpfen und das Rennen auf einer besseren Position zu beenden. Aha. Aufmerksamkeit steht für die Fähigkeit, der Kontrolle der Stewards zu entgehen. Je höher dieser Wert ist, desto unwahrscheinlicher sind Verwarnungen und Strafen. Beim Tempo geht es rein um die Geschwindigkeit. Beim Kampf mit der Konkurrenz oder bei der Rundenzeit. Wer ist am schnellsten? Diese Werte fließen in die Gesamtwertung ein, während Konzentration den aktuellen Gemütszustand und die Umsetzung der Wertung auf der Strecke widerspiegelt. Okay. Dann darf ich nicht. ...67er Wertung. Ah, komm, wir nehmen da den Taylor da. Okay, damit haben wir einen Platz besetzt. Jetzt suchen wir Teammitglied Nummer 2. Kann das hier sein? Wieso kann ich das nicht sein? Was habe ich denn ausgewählt, dass ich das nicht kann sein? Das sieht alles solide aus. Gute Auswahl und alles innerhalb unseres Budgets. Du kannst deine Auswahl gerne noch einmal überprüfen. Aber ich denke, wir können weitermachen. Ja, danke ich auch. Letztlich müssen wir die Rennausrüstung absegnen. Jetzt reden wir mal nicht von den Sponsoren, die kommen später dazu. Beginnen wir mit dem Design der Lackierung und der Overalls. Okay, das sieht doch gut aus. Passt. Passt. Ja, Händchen passt. Übernehmen wir so. So, ich glaube, das war's, Boss. Wenn du zufrieden bist, gib uns dein Okay. Dann starten wir durch. Und wenn nicht, kannst du deine Auswahl gern nochmal überprüfen. Ach, komm, das ist gut. Starten wir durch. Hallo und herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Livestream. Es ist toll, hier zu sein, denn heute werden wir zeugen, wie Geschichte geschrieben wird. Genau, Nathalie. Seit Jahren fragen wir uns, wie sich 11 Teams im Grid machen würden. Und jetzt ist es soweit. Heute ist der Tag, an dem wir es herausfinden. Wir befinden uns hier im absolut topmodernen Hauptquartier des Teams und sehen auch bald das brandneue Auto. Aber hinter jedem Team, jedem Auto steht eine Person, die Dreh- und Angelpunkt ist. Ja, und diese Person ist wohl eine Art technisches Genie. Sie bringt Ideen mit, um das Auto und den Sport an seine Grenzen zu bringen. Schafft sie es, aus ihrer Komfortzone herauszutreten und die Führungsrolle auszufüllen? Die Finanzen des Teams verwalten, sich um Sponsoren zu kümmern, das Team und die Fahrenden motivieren? Wird es ihr gelingen, das unter einen Hut zu bringen? Absolut. Im Laufe der Saison werden wir noch mehr hinter die Kulissen blicken. Aber vor allem interessiert uns, was auf der Rennstrecke passiert. Deshalb sehen wir uns jetzt die Früchte ihrer Arbeit an. Das brandneue Auto 2025.
Wunderschönes Auto. Wie lange muss ich mir das anschauen? Bis jetzt sehr gut. Danke, dass Sie dabei waren. Das Team war unglaublich. Das Auto sieht sensationell aus. Das stimmt allerdings. Glückwunsch und alles Gute für die bevorstehende Saison. Dankeschön. So fahre ich nicht selber. Willkommen im Team HQ. Dies ist der Dreh- und Angelpunkt des Teams. Und es lohnt sich, sich hier mal umzusehen und sich mit den verschiedenen Bereichen vertraut zu machen, die du leiten wirst. Mit diesen Optionen kannst du im HQ navigieren. Achte auf Benachrichtigungen. Mathis aus der Technik hat dich vorhin gesucht und in der Firma hat man auch nach dir gefragt. Melde dich mal bei denen, bevor wir weitermachen. Ach, und halte dabei auch Ausschau nach dieser Nachricht. Sie taucht überall auf, wo es Infos gibt. Das ist sehr nützlich, wenn du mehr über die Arbeitsweise des Teams in Erfahrung bringen möchtest. Okay. Und es blinkt ja überall. Oh, habe ich etwas gedrückt? Auch schon. Tut mir leid, bevor wir weitermachen, ist noch was zu erledigen. Die hervorgehobenen Einrichtungen zeigen dir genau wo. Ja. Ich bin abgerutscht. Alles gut. Teamstimmung. Nachrichten. Gut. Ja. Die kenne ich ja schon. Die kenne ich auch schon. Gut. Erledigt. Wenn wir das da hier müssen abhäkeln. Danke, dass du gekommen bist. Der erste Grand Prix ist nicht mehr lang hin und jetzt, da das Auto fast fertig ist, werden immer mehr Leute vom Projekt abgezogen. Wir können es uns nicht leisten, an Schwung zu verlieren. Also müssen wir mit der Arbeit an unserem ersten Upgrade-Paket beginnen. Sieht so aus, als hätten wir bereits einige Ressourcenpunkte. Testdaten, mit der wir die Forschung in Gang bringen können. Wir müssen nur wissen, wo wir anfangen sollen. Suchen wir uns ein Upgrade für die Forschung aus. Okay, Forschung. Hier wählen wir unsere Forschungsprojekte aus. Forschung und Entwicklung sind in 4 Abteilungen unterteilt. Aerodynamik, Antrieb, Chassis und Strapazierfähigkeit. Wähle eine dieser Abteilungen aus und dann entscheiden wir, welches Forschungsprojekt wir als erstes angehen. Ja, Aerodynamik. Flügelspiegel. Radkäppli. Ja, da sind wir schon abgeschlossen, also der Radkappe. Hä? Oder was? Das hier ist ja nicht verfügbar. Also. Radkappe. Verstanden. Das scheint ein guter Anfang zu sein. Ich werde das Forschungsteam darauf ansetzen. Gut. Und jetzt muss ich noch mehr machen. Chassis oder noch etwas? Scheibenbreite, ja. Ah, zu wenig Ressourcenpunkte. Wie viel habe ich denn? Wissen wir nicht. Ja, dann gehen wir echt da wieder raus, oder? Und dann will die Firma noch etwas von mir. Hallo Boss und willkommen in der Firma. Hier laufen die Fäden für die Finanzen des Teams, unsere Corporate Identity und unsere laufenden Sponsorenbeziehungen zusammen. Apropos, wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass die neuen Sponsoren auf der Lackierung unserer Autos zu sehen sind, bevor wir zum ersten Rennwochenende aufbrechen. Unter Anpassung kannst du das Lackierungsdesign fertigstellen. Was muss ich jetzt machen? Anpassung. Wähle dann Rennausrüstung. Rennausrüstung. Wir konzentrieren uns auf das Auto, also wählen wir die Auto-Option. Auto. Hier kannst du das Aussehen deines Wagens gestalten. Lackierungen,
Fahrernummer und Sponsorenaufkleber. Im Moment konzentrieren wir uns auf Sponsoren, also wählen wir diese Option. Mhm. Das Also ist der das Aufkleber-Editor, mit dem du Tutorial. Sponsorenaufkleber auf deinem Auto anbringen kannst. Hier in der Firma kümmern wir uns unter anderem um den Aufbau unseres Sponsorennetzwerks, sodass wir mit der Zeit mehr von ihnen auf dem Auto präsentieren können. Je mehr Sekundärsponsoren du auf dem Auto präsentierst, desto mehr Gesamteinnahmen haben wir. Auch wenn wir weniger Geld von den einzelnen Sponsoren bekommen. Mit diesem Auswahlwerkzeug kannst du verschiedene Bereiche des Autos fokussieren und mit dem Anbringen der Sponsorenaufkleber beginnen. Aha. Der sieht gut aus. Nehmen wir den. Jetzt muss der aber der geht nicht, hä? Jetzt muss ich das mit was? Hin und her schieben. Bewegen mit Cursor to A, so. So, gut. Platzieren. Okay. Passt, hä? Mehr kann ich nicht, das ist ausgesperrt. Hätte ich gesagt. Schön. Wenn dir das Design gefällt, nehmen wir es. Jetzt eine Fahrnummer irgendwo platzieren, hinter. Ja, passt da. Ja, ist gut, ich bin zufrieden. Okay, anscheinend haben alle, was sie brauchen. Wenn du heute nichts weiter tun möchtest, kannst du die Zeit hier im Menü vorstellen. So geht's zum nächsten wichtigen Event, aber keine Sorge. Wenn bis dahin irgendwas dazwischenkommt, werden ich oder die anderen Einrichtungsleitungen dich informieren. Danke, das finde ich super. Also jetzt können wir jetzt weiter drücken, hä? Wir müssen Gespräche mit Fahrern für die nächste Saison aufnehmen. Das können unsere sein oder die anderer Teams. Du findest sie alle auf der Seite Fahrerverhandlungen. Hier verwalten wir alle unsere Gespräche, sowohl mit den momentanen Teammitgliedern als auch möglichen zukünftigen. Diese Plätze sind für unsere derzeitigen Teammitglieder. Natürlich stehen wir diesen beiden besonders nahe, aber trotzdem müssen wir jedes Jahr wieder klären, was ihnen wichtig ist und welche Ziele sie haben. Aha. Wir müssen uns auf die Zukunft vorbereiten, falls wir jemanden verlieren oder sich uns eine bessere Möglichkeit bietet. Es ist wichtig, jetzt Vorarbeit zu leisten, damit wir mit möglichen Neuverpflichtungen verhandeln können. Aber Vorsicht! Je mehr Gespräche wir führen, desto wahrscheinlicher ist es, dass unsere aktuellen Teammitglieder das mitbekommen. Und das könnte ihre Sicht auf unser Team stark beeinflussen. Aha. Gut. Ja, tue ich jetzt oder tue ich nicht? Der Max Verstappen, der hat aber viel Geld. He? Der Oscar Piastri ist mir unsympathisch, der fährt nicht mit Ellbogen, der ist nicht siegfähig, der ist arrogant, der ist viel zu alt. Der ist zwar auch alt, aber der ist cool. Du bist auf einmal ein bisschen alt. Isaac, wenn wir da Yuki. Das ist alles, hä? Gut. Vertragslos. Yuki Tsunoda. Ja, ist ja gut. Machen wir nicht. Weiter. Radkappenforschung verzögert sich. Okay, schlecht. Zum Grid Revival. Okay. Zum Grid.
Hallo Gretti, komm. Die erkennt man sogar, die Typen da. Also das sind zwei Nasen da, das sind meine gewesen. Entschuldige die Störung. Ich brauch dich mal kurz, Boss. Wo? Warum? Bin ich doch nicht selbstständig. Forschung. Chassis. Das. Ach, was brauchst du mir dort? Nicht kannst forschen, du also. Entwicklung. Die Forschungsgruppe hat uns einen Entwurf geliefert. Aber wir müssen das Ding tatsächlich bauen, wenn es von Nutzen sein soll. Und dafür haben wir die Entwicklungsgruppe. Hier setzen wir die Träume des Ingenieurteams in die Realität um. Das macht natürlich Sinn. Hier ist das Upgrade, an dem wir geforscht haben. Wähle es aus, um mit der Entwicklung zu beginnen. Ja, machen wir. Du kannst entscheiden, ob du diese Entwicklung jetzt in Angriff nehmen möchtest oder nicht. Wenn du dich dafür entscheidest, solltest du dir überlegen, wie die Entwicklung ablaufen soll. Bestimmte Optionen stehen erst zur Verfügung, wenn du etwas mehr in die Verbesserung dieser Einrichtung investiert hast. Aber du solltest immer 2 Kopien des Teils entwickeln, eine für jedes Auto. Wenn du bei einem Grand Prix nur ein einziges Teil hast, musst du im Upgrade-Zuweisungsbildschirm entscheiden, welches Auto Vorrang hat. Aha. Einzelne Entwicklung. Standard. Ja. Ist gut jetzt. Bist du zufrieden? Forschung. Da muss ich auch noch etwas machen. Wo denn? Antrieb. Kann ich auch nicht, okay. Nochmal Aerodynamik. Das da? Okay. Zum Event. Abteilungsevent, okay. Ja, wir nehmen mal den. Also das muss ein Grand Prix machen zum Rennwochenende. Bald geht es auf die Rennstrecke. Gib Bescheid, wem du dieses Wochenende folgen möchtest. Deine Anwesenheit wird sich positiv auswirken. Wir haben ein Auge auf das andere Teammitglied für dich. Gut, dann tun wir mal dieses da hier. Okay. Menü Arbeitsplatz. Okay, da können wir mal Training ist. Macht das Ding.
Das lange Warten hat ein Ende. Es ist eine brandneue Saison und bevor es so richtig losgeht, steht zunächst das wichtige freie Training an. Es ist toll, wieder da zu sein. Ja, ja, bla 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 bla. Den Helm habe ich nicht designt, der ist nicht so prickelnd. Also der gute Rahmen da drin hockt, ist aber schon noch cool. Für dass ich da nichts dazu getan habe. Dass es einfach so ist gekommen. Okay, Jeff hier, wie läuft's? Ich wollte mich nur dafür bedanken, dass ich dein Renningenieur sein darf. Ich werde dich nicht enttäuschen. Der Wagen ist bereit, aber natürlich auch brandneu. Also könnte es hier und da noch ein paar Probleme geben, aber ich habe alle Daten im Überblick. Sehr schön. Garagentutorial. Weiter. Fahre jetzt doch ich, oder was? Zur Strecke. Rausfahren. Ne, fliegende Runde. Fliegende Runde. Fahre jetzt ich, fahre ich. Tastaturbelägung ist schon mal gut. Jetzt ist echt noch die Kamera nicht so toll. Wenn ich so C drücke, bei einer anderen Kamera, ist das korrekt? Ui, ab. Unfälle lassen sich auf der Rennstrecke schwer vermeiden. Mit Rückspulen kannst du jeden Fehler beheben. Spule ein paar Sekunden zurück, indem du den Anweisungen auf deinem Bildschirm folgst. Wieso muss ich zurückspulen? Du kannst pausieren, vor- oder zurückspulen. Hast du die Stelle gefunden, an der du weitermachen möchtest, folge einfach der Bildschirmanweisung, um wieder in die Handlung einzusteigen. Hier ist gut. Aha, nicht gut. Also zurückspulen mit X. Geht nicht. F1 hätte ich müssen drücken. F7. Gut, F. Dann haben wir F7 da. Gut, hier. Und jetzt F1. Gut, sind wir wieder im Rennen. Die Steuerung ist aber schon noch ein bisschen schwabbelig, he? Oh, das war knapp. Uiuiui, ist das knapp. Uiuiui, ist das knapp. Reagiert viel zu heftig da beim Lenken. Was ist da der Pfosten drin? Ja, Pfosten. Ja. Jetzt würden wir Start ziehen. Okay. Temporadar. Nicht schnell gefahren, oder was?
rumschwanzen. Bin ich einigermaßen schnell, oder nicht? Nicht so richtig auch. Die DRS tut automatisch auf. Aber ich bin ja schon froh, kann ich selber fahren. Was wäre das für ein Rennspiel, ob du selber kannst fahren? Aber auch die Einstellungen bin ich überhaupt nicht. Keine Ahnung. Was muss ich machen? Was ist meine Aufgabe? Ist das noch gegangen mit Abkürzen? Ui. Ah, das ist auch, das ist stabil. Ist abgebanden. Macht auch nichts. Macht aber vielleicht einen guten Eindruck, das Spiel. Und nicht schnell, nicht schnell. Uiuiui, rot, rot. Machen wir auch sehen. Schön auf der Strecke, gang auf die Seite, gang auf die Seite. So. Oh, jetzt zurück in die Garage. Gut. Ja, ich glaube, das lenkt mal so als erster Eindruck. Das Video geht dort schließlich schon wieder 48 Minuten. Dann beenden wir das Video jetzt mal hier mit meinen Anfangsschwierigkeiten. Merci vielmals fürs Schauen, falls überhaupt irgendjemand geschaut hat.